Moin, ich bin Rike Hentis, der Plattdeutsch-Koordinatorin von Landkreis Horburg. Und das ist der Audiocast Hören, Kieken, Schnacken, dann wie ins schöne Buchmuseum an Kiekebach Namdown. Hier verbringe ich schimmers späten Tiet mit Lüd und der unterschiedlichsten Berichten. Mal vertellt wie über die plattdeutsche Sprach, mal vertellt wie darüber, was das eigentlich für Menschen und der Region sind, die diese Sprach noch sprechen darf. Plattdeutsch hört uns regionale Kultur. Hören, kicken, schnacken in der Halt und informiert. Sie könnt das auf YouTube ankicken oder bloß hören. Das geht dann auf Spotify. Und dann Link dorthin findet ihr auf plattfindstadt.de. Und nun viel Spaß mit Hören und Kicken. Ich wünsche euch herzlich willkommen hier an schönen Kiekebach im Butenmuseum. Herzlich willkommen, stellvertretender Landrat, guten Landkreis Horburg, Rudi Meier, Vorsitter von Förderverein von Kiekebach, Heiner Schönnecke. Wie wollt hüt ein Betten schnacken über das Plattdeutsche? Das ist nur die erste Folge. Und wir sind sozusagen der Lüd von der ersten Stunde. Und uns interessiert einfach, wie unterschiedlich das in der Generation ist, wie das Hüt ist mit das Platt, wie ist das Bijau, wenn. Genau, aber stellt euch vielleicht erstmal einmal vor, genau, vertellt mal, wo kommt sie her, wer sind sie? Damit fangt wir nur erstmal an. Rudi, fang du mal an. Du hast den Witzen weg. Dann kannst du dir dann meine Worte anschließen. Ja, genau. Ne? Ja. Oder kann man zwischenschnacken? Ja, ich kann nur mal so einfach anfangen. Rudi Meier, ich bin ja verstellt worden. Eigentlich hatte ich Rudolf, aber wenn einer Rudolf Tommy sagt, dann hätte meine Mutter immer gesagt, wenn Gefahr in Verzug war. Ne? Ja, Rudolf. auch schimpfen. So ist es. Ja, ich komme aus Luderab, das ist ein Ortsteil von Winsen, das muss man hier sagen, das ist ein ganzer Eck weg hier von Kiekeberg. Und ich bin Bauer von Beruf, habe ich gelehrt. Und weil ich habe, wenn man so will, auch noch ein Hofhus, da sind die Flächen sind aber alle verpacht, weil ich war so langsam städtisch, so kann man das sagen. Und ich habe selbst aber die ganze landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und auch Lehrlinge Ausbildung und Schwein und Fei und alles, was man so habe ich hat. Und das Plattdeutsche, Hochdeutsch ist eigentlich meine erste Fremdsprache. Ich bin Plattdeutsch aufgewachsen. Ich denke auch bei dem heutigen Tag in Platt. Ich habe eine große Schwester, die auch, wie ich, auch in Platt aufgewachsen ist. Und die war später mal Fremdsprachenkorrespondentin. Die hat sich alles erstmal noch in Platt übersetzt, um das dann in eine andere Sprache dann zu kriegen. Also so deib ist diese Sprache in. Und das wollen Nadal später in der Schaul mit mir und mich und dein und mein und all solche Sachen. Dein und mein auch? Aber ja, dann auf und davon. Und wie immer, jedenfalls ist das immer so bleiben. Und mit meiner Frau schnacke ich interessanterweise hoch, mit meiner Schwiegermutter Platt. Das gibt viele Lü, mit denen ich beide Sprachen sozusagen schnack. Platt ist ja nun mal eine Sprache. Und in dem Moment, wo ich den Kopf wechseln darf, wechsle ich auch die Sprache. Ne? Das ist so der Tag der Dinge. Heute hat sich das alles so ein bisschen anders entwickelt. Die weitestgehenden Tagesabläufe, die loben nun mal hoch. Weil habt uns vernommen, nicht nur Folklore, noch zum Morgen spricht Plattdeutsches Theater, das mache ich auch sehr gern. Mit unserer Enkel schnacken wir auch Platt. Kriegt ab und zu auch schon mal eine plattdeutsche Antwort. Ne? Das ist so. Sehr geil. Und da versucht man das Ganze noch so ein bisschen in Gang zu holen. Aber im Grunde genommen ist das so in die Einstieg von mir. Ne? Ja, so ähnlich ist das wie mir auch. Ich bin auch Plattdeutsch aufgewachsen. Meine Mutter und mein Vater haben beide mit ihm Plattdeutsch schnackt, mit mir Plattdeutsch schnackt, mit meiner Schwester auch. Und dann haben wir damals ja Masse Flüchtlinge bei uns am Hof. Wir haben in uns Haus von 4 Familien, Flüchtlingsfamilien untergebracht. Und der eine, der kam aus Schlesien-Ober, aus Hirschberg, und er war der Gutsverwalter, ein Paul Hauke. Und der kam bei uns in am Hof und hat zu meinem Vater gesagt, Mensch, Herr Schönecke, Sie können Ihren Sohn doch nicht so zur Schule schicken, ne? Das ist doch nicht gut, der muss doch Hochdeutsch sprechen können. Ja, mein Vater dann zu ihm sagt, ja, was kann der denn da lernen? Der kann doch da lernen. Er hat doch Plätit genug, er will doch noch ein paar Jahre hin. So, und so bin ich dann nach Schaul hinkommen und konnte eigentlich nur durch die Flüchtlinge, bin Hochdeutsch und ja, auch natürlich dementsprechend Menschen, mit denen ich eben nur Plattdeutsch schnackt habe.
Und das hat mich dann natürlich mein Leben lang auch ein bisschen begleitet, sag ich mal so. Ich habe das nicht so als schlimm empfunden, dass ich Plattdeutsch abgewassen bin. Das hat mir sehr geholfen. Ich bin Lehren von der englischen Sprache. Da sind doch viele Dinge, die ähnlich sind. Ja. Und, aber ich habe also damit ganz wenig Probleme. Habe so wie Rudi auch später dann auch nochmal Plattdeutsch der Oder spielt. Und insofern haben wir beide so ähnliche Lebensläufe wie beide. Tummelt uns ja in der Politik und hier in Kreistag und ich noch im Landtag. Und Gaut, wir sind nun beide mittlerweile über 50. Da kickt man auch schon mir noch 8 an wie noch vorne. Ne? Und freut sich immer jeden Tag, wenn man dann noch mal einen Tag Öller waren da. Ne? Also insofern. Ja, aber schön, dass das hier am Kiegeberg stattfindet und schön, dass wir so ein Botschafter oder heute muss man Botschafter Sternchen insäcken. Ne? Das ist Ne? ganz wichtig. Für Plattdeutsch hier im Landkreis Harburg habt mich das richtig gefreut, dass wir das hier so habt. Ein junges Gesicht für Plattdeutsch und wenn die mit bei etwas älteren Herren ne, hier sitzen da, das ist ja noch viel schöner und das noch morgens um Kiegeberg. Da musst du durch. Ne? Da muss ich durch, ne? Ja, das ist schon so gut, ne? Da sind wir auch nichts, genau, also darum geht es mich schon, ne? Dass wir verschiedene Generationen zusammen kriegen. Das mag ich auch bei meiner Arbeit hier im Landkreis, kriege ich immer, wie kriege ich die unterschiedlichsten Leute zusammen? Wie kriege ich die Jungen mit den Ollen zusammen? Weil wir von Schau schon noch mehr lernen, ob geschichtlich, deshalb sitzen wir auch hier, weil genau so was wichtig ist. Die hochdeutschen Förle weiten das gar nicht, wie das West ist. Die sagen wie zweite Fremdsprache, wie erste Fremdsprache. Bei mir ist das schon ein anders werden. Also ich bin schon zweisprachig aufgewachsen. Papa Hochdeutsch, Mama Plattdeutsch. Mit alle 3 Kindern, immer platt schnackt, außer mit mir mit einem Brauch. Also, das habe ich jetzt noch vergessen zu erzählen. Ja. Darf ich noch mal unterbrechen? Ja, sag. Mensch, und ich kann mit meinen Enkel auch platt schnacken. Das ist gar nicht so einfach, wenn rundherum überall Hochdeutsch schnackt. Ja. Und da habe ich mir Folgendes angewöhnt. Da habe ich zu meinen Enkelkindern gesagt, wenn du 5 Euro von mir haben willst, dann musst du mir Plattdeutsch fragen, sonst gibt kein Geld. Ja, wenn du dann Und dann hätte von eine von meinen Enkeln mich angekickt und hat zu mir gesagt, du Opa, wenn ich 20 haben will, dann brauche ich die doch nicht so oft zu fragen. So, Ja, ne? So, dann nur nebenbei. Genau, aber genau das sind die Geschichten, ne, die irgendwie auch wichtig sind. Ich bin so aufgewachsen, ich habe mit meiner Schwester schnack ich platt, mit meinem Kind, der ist jetzt 3. Meine Schwester schnackt mit ihrer Tochter platt. Mit meinem Brauch schnack ich hoch. Der ist 4 Jahre jünger als ich. Und da habe ich immer früher gesagt, versteht er nicht. Ist Ja. aber so Quatsch, wenn der schnackt nämlich auch platt. Mit Mama, mit meiner Schwester und mit unseren Tanten. Betthütsch schnacken wie Hochdeutsch. Ist eigentlich ein Geheimnis, aber jetzt nicht mehr. Genau, weil ich immer gesagt habe, so, und wir sind nie davon weggekommen, dass wir wirklich vielleicht auch mal jetzt platt schnacken, weil wir wissen schon, wie viel stört uns. Ne? Aber so ist das. Ja. Und sagt mal, haben Sie haben das in der Schaul dann lehrt und dann gave es schon eine Zeit, in der das dann auch nicht mehr schnacken waren schön. Also, wie, weiten Sie das noch? Können Sie sich auch da noch erinnern, dass Sie in Koopmannslorn wären und da dann Leute nicht platt schnackt haben mit Mama oder so? Oder wie stelle ich mir das vor? Also das Problem hat auch, weil meine ältere Schwester hat, Ja. die war relativ schnell in Hamburg Ja. unterwegs. Und da gab es dann schon so Probleme, wenn sie mit uns im Plattdeutsch telefoniert hat. Und ich kann hier nicht, ich muss dann und so. Also der hat das Problem. Ja. Ich habe das eigentlich nicht. Im Gegenteil, wie bei mir in Dörp sowieso bei den heutigen Tag nicht. Und als ich in meine große Politik war in Bonn, da war das so, dass wenn ich mit meinen Lü Plattdeutsch schnackt habe, dass meine beiden Bürolü erstmal in die Türen kommen und sich das anhört habe, wie ich mit so einem wie ich geschnackt habe, wieso das eigentlich geht und so wie. Weil das obwohl noch ein bisschen ähnlich ist mit das Kölsche, so das Kölsche Platt so passt da auch noch hin. Da habe ich eigentlich keine negativen Erlebnisse, die sind viel leider kommen, als wir beispielsweise mal in so eine Stiftung Geld haben wollen für einen plattdeutschen Bau, für so ein Stipendium, Ja. wo dann für große Versicherungsvertreter, die uns auch fördern, dann sagen die, na, das ist ja eine aussterbende Sprache, das fördern wir nicht. So. Aha. Und dann müssen Willi, Isermann und ich erstmal bei den Lut waren, das hilft alles nichts. Und dann ging das, ne? Ja. Aber solche, aber Ja. eigentlich im Großen und Ganzen habe ich das nicht miterlebt, dass man aktiv jetzt platt kaputt machen Ja, will. ja. Nö, bei mir war das eigentlich nicht. Vielleicht fällt mir im Laufe noch was ein, ne? Von der Zeit. Also,
auch ähnliche Erlebnisse hat wie du, Rudi, was Schaul anbelangt, greift das immer 1, 2, 3 Lü, wo ich ganz automatisch mit Platz schnackt habe. Ja. Ne? Die hast du vor Gesicht und dann so, aber später, sagen wir so, in der Politik hätte mir das auch ein Stück weit geholfen, weil wenn du mit Menschen Platz schnacken kannst, bist du ja viel näher dran. Du kannst immer ganz anders utschimpfen, weil wenn du das auf Hochdeutsch sagen darfst, kriegst du gleich eine Beleidigungsklage an den Hals. Und Plattdeutsch ist das nicht, ne? Du Teepot, ne? Oder? das schönste Beispiel in Landtag in den letzten Jahren, die ich hatte, war, dass uns damalige Landwirtschaftsminister Heiner Ehlen seid und dann möge immer so Striche. Und dann habe ich so gedacht, was muckt ihr da denn? Ja, seht ihr, ich habe Striche muckt, mit welchen Landtagskollegen ich Plattdeutsch schnacken darf. Nein, hätte Und dann nicht. wird das übersüstig damals in der Periode, mit der ich noch in Niedersachsen Platt schnackt hätte. Ne? Die würden natürlich von alle Fraktionen und das wird auch richtig gut. Aber das ist tatsächlich so, wenn du diese Nähe hinkriegen darfst, zu diese Lü, kriegst du sie besser, wenn du das mit diesem Spruch machen darfst. Das ist tauschschön, wie schnell du denn damit an die Lü dran bist. Du bist Brücken, Brüchen, ne? Und, So. wenn ich jetzt Rudi ankicken da oder sie eine andere Stellvertreterin, Annette Rand und Heidenau, das sind beide, die das Plattdeutsch noch können. Die kann den Landrat überall dahin schicken, wo das wirklich wichtig ist. Zu der anderen Veranstaltung kann er selbst mit Hochdeutsch gehen. So, direkt das, ne? Aber das Direkt ist, das. das ist wie eine Superkraft einfach, die man hätte, ne? Hüter doch noch. Amüsieren, ne? Wenn dann mal so ein Vorwort in Platt von Landrat kommt und man lässt das und man weiß genau, der kann gar kein Platt. Ne? Er behauptet, aber er kann das, er mag das nur nicht. Ne? Ja, er kommt ja Kloppenburg und da war ja auch Eigentlich Plattdeutsch kann man schnackt das, und ne? eigentlich müsste er das können. Ja. Aber ja, naja gut, also wir beiden sind vielleicht eher so die Typen, wie blieb doch an die Theke mal länger sitzen, denn auf Plattdeutsch kann man dann doch den einen oder anderen derbe Geschichte besser erzählen. Aber genau, da sind wir schon sozusagen auch beim nächsten Thema. Also wir haben auch jetzt meine Frau in Jauberaub, also ja, Landwirt, ne? Sowieso wahrscheinlich mit alle, mit denen du so down hast, ist das eher platt wahrscheinlich, ne? So. Das ist auch verschieden. Ja. Das ist auch verschieden. Das wollte ich sogar in meinem zweiten Beruf, ich bin 16 Jahre im Versicherungsgeschehen werden, auch noch ähnlich. Aber man hat oft, jedenfalls ist das so das subjektive Gefühl, wenn man mit den Kunden platt schnacken darf, kommt man Eier in irgendeinen auch zum Erfolg. Dann so nach dem Motto, Heiner, das brauchst du. Ne? Ja, dann lot mir das mal. Das ist jetzt ein übertrieben, aber ich gar Eier, verstehe, als wenn man das in Hochdeutsch morgen darf. Ne? Nee, das ist eigentlich, da greift das überhaupt keine, wie soll man sagen, Irritation oder ähnliches, weil mir das im Prinzip auch egal war, ob ich in Hochdeutsch oder in Plattdeutsch schnacken will. Das kommt sogar vor, dass man manchmal mit einem den ganzen Abend Hochdeutsch schnackt und dann wird nur Platt. Ja. Ne? Das ist also, man muss vielleicht auch dort sagen, das gibt ja bei den heutigen Tag auch praktisch keine Regeln für Platt. Das gibt zwar plattdeutsche Wörterbeuger, aber jeder kann das so gut schnacken, wie er das will. Das ist wichtig, dass das nochmal secht war. So ist die Sprache, ändert sich auch von Dörp zu Dörp. Ich sage zum Beispiel zu Eimer, sage ich, mein Platt ist das mütterliche Platt ist auch einfach nur Ammel. Und dann gibt es Emmer und dann gibt es alle möglichen, oder eine Leer zum Beispiel. Ich sage eine Leer und der andere sagt eine Lehre. Ich sage Lehre. Ja, ne? Koi und Kai. Ja. So eine Geschichte. Ja. Ne? Ja, also ich sag mal, Rudi hat ja Versicherungen verkauft und ich habe ja in meinem Leben viel mit Eier zu tun hat. Und das sind ja ganz löte Produkte. Also ich habe mich eher mit den kleinen Tieren beschäftigt, nicht so gern mit den Grauten. Ne? So. Und wenn du auf Plattdeutsch Eier verkaufen kannst jemanden, dann ist das alles ein Stück weit einfacher. Ja. Das geht rund, das geht zack, zack und ich weiß nicht, Rudi, ob wir beiden überhaupt ob Hochdeutsch das übersetzen mit. Wie könnt ihr nicht beides? Ne? Wie könnt ihr auch in Hochdeutsch denken oder kannst du bloß in Plattdeutsch denken? Wie tellst du denn? In Platt. In Platt? Ja. Ja, wenn das dann in den Milliarden geht oder das wird schwierig, dann ne? ist das schwierig, aber mit 25 oder so, das ist, das ist schon. Aber wenn ich das mit der Enkel morgen da, dann mag ich das auch auf Platt. Ne? Ja, genau. Ja, schön. Genau, also weil das habe ich tatsächlich nicht. Also ich denke ob Hochdeutsch
Nee, das kommt immer auch auf die Situation an, würde ich sagen. Ne? Wenn ich mir arge oder was nicht gut sag oder so und das aber in dem Moment meine Schwester ist, dann bin ich die platt. Ja. Aber ich bin wahrscheinlich mehr auf hoch, so würde ich sagen. Aber auch Mama, ne? Wenn, dann flucht die auch platt. Also Aber wenn man die- mit sich also selbst die- schnackt, zum Ja, Beispiel ein Auto. ja. Fahr doch mal vor, dann schnacke ich nie hoch. Also ich ich, schnack immer ich platt. schnack immer Das ist hoch. auch eine Herausforderung bei der heutigen Technik. Weißt du, ob die da versorgen dort oder Plattdeutsch stellen, das weiß ich nicht. Du. Dann ist das so, dass wir Hüter dors verschrieben. Wir schrieben E-Mail, wir schrieben SMS ist schon wäre gar nicht, ist WhatsApp, ist Instagram, Social Media, was auch immer. Wie ist das bei jou? Schrieben Sie plattdeutsche Briefe, Postkarten, E-Mails? Wie kann ich mir das Ich muss vorstellen? ganz ehrlich sagen, ich schrieb ganz wenig auf Ja. Plattdeutsch. Ja. Warum? Weiß ich auch nicht. Bei den einen oder anderen vielleicht mal einen plattdeutschen Satz. Aber mir regt das natürlich, ob das die Rechtschreibprogramm, was da hinterlegt ist, dass da dann dauernd irgendwelche Fehler Ja. umwiesen da. Ja. Also ich mag das eigentlich zu selten. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das ändern schon. Nee. Ne? WhatsApp oder Plattdeutsch ist die Herausforderung. Ja. Ne? Ja. Ja, mit Stichworte und so kann man das morgen. Und, aber im Großen und Ganzen, ich habe das auch von Tau, dass man dann einen hochdeutsch geschriebenen Bericht auf Plattdeutsch für irgendeinen übersetzen darf. Aber das ist richtig mit Anstrengung verbunden. Also, aber wenn ich sage, heute Abend Glock 8 treffen wir uns dort und dort, sowas schifft man noch mal hin, aber ansonsten eigentlich. Keine lang, genau, weil das ist schon bei mir auch, also klar, ich kriege auch Texte, die ich doch bitte übersetzen soll oder so, ne, die Pressebescheide, die mag ich schon auch platt. Und so mag ich das tatsächlich, ich mir das angewöhnt. Ich habe, bevor ich Plattdeutsch-Koordinatorische hier geworden bin, 2019, überhaupt nicht schreiben. Was hast du eben gesagt? Plattdeutsch-Koordinatorin Che. Nee, Das wird die Che. Plattdeutsch-Koordinatorische. Che. Ah, das kommt ach daran. Das ist auch noch besser als innen. Ja, das- Ja. Koordinator. War das auch mit Sternchen? Schulmeistersche. Ja. Nee, oh, ohne Sternchen. Ohne Sternchen, das geht. Schulmeistersche, Koordinatorische. Ja. Habe ich auch nicht schreiben mit meiner Schwester, ne? Irgendwie, dass ich irgendwie dann auch mal, ne? So wie sie singen. Aber es ist einfach eine Sprache, Ton schnacken, ne? Ja, ist es wirklich Also. so. Und das ist tau schön, wenn man Menschen droben da, Ja. wo auch immer, wie auch immer, Ja. und schnackt mit dem Ja. Platt. Ich bin mal in Amerika gewesen und habe ich auch Menschen droben, die haben schon mal Vergangenheit sozusagen auf der Insel für. Und wie habt ihr schnackt? Nicht auf Englisch. Wie habt ihr Plattdeutsch schnackt? Wahnsinn. Tau schon. Ja. Ne? Ja. Und ihr habt sich gefragt, dass das so ging. Und das gibt ja auch nun auch Menschen, die durchaus eine Migrantenvergangenheit haben. Auch jetzt, ja, ne? Ja, die Barber sagen mal so, schnackt hervorragend platt. Ja, ja, genau. Das fängt mittlerweile auch andere an. Es ne? gibt keine Grenzen. Ja, ja. Genau. Ja, man trifft überall. Also, ne, wir wären in Harz, in Bad Harzburg. Und da seht eine, die Leute wollen Ishem. So. Und ich schnack schon mit einem platt. Mit denen schnack ich hoch, aber mit einem schnack ich platt. Und dann wäre das ein Niederländer, ein Holländer. Und dann können wir ihn schnacken. Und er sagt, ja, und sie versteht das auch Bäre und Sprach. Und ne, wir haben auch eine Minderheitensprache. Ich weiß nicht mehr, wie den sich nennt hat. Und das ist so wichtig, dass man das schnackt und dass das fördert wird und vielleicht wird. Und das macht schon das Brüchen zwischen Menschen. Und das ist einfach so schön, weil ja, das ist so eine einfache Verbindung, ne, wie wir gesagt haben. Das Und, passt dann einfach. Ja, das passt, genau. Über Parteien hinweg. Ja. Und, Ja, ne? So so. hat wieder so lebt. Ja, Ne? genau. Und wenn ich mir das in den Landtag ankicken darf, von unserem Landtagspräsidium, die eine Vizepräsidentin schnackt Plattdeutsch, die kommt aus Borkum, also im Landkreis Leer. Und uns Vizepräsident, also Meta Jansen-Kutsch von der Grünen, Die schnackt auch ne? platt, ja. Die schnackt platt. Und Bernhard Busemann, der frühere Landtagspräsident, die heutige Vizepräsident, die schnackt auch platt. Aber so ist das, ne? Genau. Aber es gibt immer mehr Leute einfach, die sich auch dafür interessieren dauern. Ja. Und die nachfragen. Und wieso kannst du das? Und wo kann ich das lernen? Und kannst du bitte auch mit mir platt schnacken? Habe ich inzwischen auch in meinem Freundeskreis. Sagt, schnack bitte mit mir Kinder platt. Ich kann das nicht. Meine Öllern können das auch nicht. Schnack bitte platt. Damit irgendwer mit dem. Ja. Deswegen habt ihr auch die, So genau. die Theatergruppen, die habt ihr, bevor jetzt die Lockdown Ja. kam, die haben ja gewaltig taulo. Ja. Also gleich für überall neue Theatergruppen. Ja, genau. Und da ist nun mal der Plattdeutsche und da wart ihr auch diejenigen,
die nu gar kein Platt könnt, aber alles mehr die werden die Bibel notfalls in Lautschrift, Ja. was das hinschreiben, wie sie was formulieren möcht und so weiter. Ja, Ne? genau. Also das Interesse ist da. Das ist Und vielleicht nochmal die Schrift geschrieben. Also das gibt dir genau Beuger im Platt. Und teilweise hat man auch Probleme, die zu lesen, weil die dann in ostfriesischen Platt schreiben sind oder so. Aber in Dialekte wird eigentlich gar nichts schreiben. Ne? Also wenn ich, das ist der Unterschied, weil man hat sich auch oft strengt, ist ein Platt nur eine Sprache Ja. und Bayerisch ist ein Dialekt. Ja. Ne? Ja. Da gibt keinen Streit, weil das ist so. Es Ne? ist Und eine dann Sprache, ist genau, aber genau. Ja, ja. Bayerisch wird geschrieben, das geht Nee. gar nicht. Das ist normal, das ist Hochdeutsch. Ne? Und du an Südmann, Ja. also das ist eben eine Sprache und wir können erst schreiben, ne? Und lesen. Also das ist schon. Und ganz gut ist ja auch, dass uns das Glück ist, dass wir das Zentrum für Plattdeutsch nu hier noch in Kiegebach will ich liegt. aber meinen. Und da kommt natürlich dann meine plattdeutschen Koordinaten wieder in den Sinn, wenn man die plattdeutsch schnackt von Leer bis nach Pasewalk, für den ihr dann nicht weit. Pasewalk liegt in Mecklenburg-Vorpommern, ganz im Osten. Und von Westerland auf Sylt bis runter nach Hildesheim. Und das Kreuz ist. Hier. Kiegebach. Ja. Ja. Kommt gar nicht woanders hin. Und hier Haben die war, alles hier mit war ihm doch der so beste Plattschnack, ne? Hier war doch der beste Plattschnack, ja. Und vor allen Dingen, weil ja auch das Hamburg, diese Stadt Hamburg, die liegt ein hier ja zu folgen. Das ist schön, wenn. Genau so habe ich mir das vorgestellt, dass wir hier mal. Sind wir schon werden. fertig? Wir sind schon fertig. Wir können noch eine Stunde hier sitzen, wa? So, die Ja, wa? so ist das. So rasch geht das. Sie haben dann Start gemacht. Ich freue mich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da werden sind. Gerne. Und bis bald. Bis bald. Ich hoffe, ihr habt für euch geneten könnt. Wie hört und seht uns, biet nächste Mal, wenn das wäre hate, hören, kicken, schnacken, platt an Kiegebach.